Ellie. Ellie, dein Arm. Nein, 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 nein. Ja, das ist die letzte Folge von Let's Play The Last of Us Remastered Keine Left Angst. Behind. Ich weiß, was ich hält tue. sich. Bin quasi ein Experte. Es sind jetzt eigentlich nur noch Fast. Videosequenzen. Und zum Schluss werde ich dann nochmal Resümee ziehen. Also Ganz ruhig. genießen nochmal, Ganz was ruhig. es gibt. Scheiße! 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 Davon ist noch mehr zum Zerschlagen. Was machen wir jetzt nur? Wie ich das sehe, gibt es zwei Möglichkeiten. Nummer 1. Wir machen es uns einfach. Ist schnell und schmerzlos. Bin aber kein Fan von Nummer 1. 2. Wir kämpfen. Kämpfen wofür? Wir werden zu einem von diesen Dingern. Wir hätten bis heute schon so oft draufgehen können. Und wer weiß, was bis morgen noch alles passiert. Aber wir kämpfen. Um jede Sekunde, die wir zusammen sein dürfen. Ob 2 Minuten oder 2 Tage. Das geben wir nicht auf. Ich will das nicht aufgeben. Ich sag, lass es uns aussitzen. Wir gehen es romantisch an und werden gemeinsam wahnsinnig. Und Nummer 3? Sorry. Komm. Verschwinden wir hier. Ja, ihr liebe Leute, das war The Last of Us Left Behind. Im Endeffekt ist es nur ein kurzes Video, aber in der letzten Sequenz hätte man meine Rechtszeit nicht ausgereicht, um das nochmal kommentieren zu können am Schluss. Deswegen war es doch ganz gut, dass ich leider nur in der Videosequenz den Cut habe machen müssen. Aber im Endeffekt habe ich jetzt noch genug Zeit, um mit euch darüber zu babbeln. Ja, was ist passiert? Im Endeffekt ist genau das passiert, was die Ellie im Abschluss gesagt hat von der Hauptstory von The Last of Us. Die beiden haben eigentlich gewahrt und die Riley, die ist so zuerst durchgedreht. Hat man aber nicht mehr gesehen, man hat nur gesehen, wie es zu dem Bissumstand gekommen ist. Was ich aber an sich schon brutal genug fand, weil, ja, man hat ja gesehen, wie es dazu gekommen ist. Die sind abgehauen und die Ellie hat es dann nochmal im Eifer des Gefechts gebissen. Oder hat den Biss abgekriegt, zusammen mit der Riley, die attackiert worden ist, wo es das dann nie mehr hat verhindern können, dass die beste Freundin auch nochmal gebissen wird. Also ich persönlich muss sagen, Left Behind ist für mich eine richtig schöne, kleine Episode gewesen, um nochmal zu zeigen, was ist bei der Ellie eigentlich passiert. Wie war sie vorher so drauf? Und ich meine, großartig verändert hat sie sich ja nicht. Das schließt ja fast unmittelbar an The Last of Us an. Und gut fand ich halt, dass man nochmal thematisiert hat, wie hat die Ellie eigentlich das Zeug zusammengekriegt, um den Joel flicken zu können. Es ist eine Art Lückebüßer, ja klar. Es
wird aber eigentlich auch noch sehr viele Möglichkeiten bieten für andere Lückenbüßer. Zum Beispiel, was ist passiert zwischen Sommer und Herbst? Was ist mit dem Joel und mit der Ellie passiert, nachdem der Sam und der Henry gestorben sind? Das wäre natürlich auch nochmal ganz interessantes DLC, falls sowas jemals von The Last of Us rauskommt. Aber ich bezweifle es eigentlich, dass jetzt so nochmal in der Materie vom Ersten was gemacht wird. Trotz allem wäre es eine super Sache, wenn man auch nochmal so Zeitspanne überbrücken könnte. Nichtsdestotrotz sind sie hier zwei Sachen miteinander verbunden. Sie haben zum Ende die Claire Lücke gefüllt in der Story und haben zum anderen nochmal der Ellie ihre Vergangenheit beleuchtet. Ich persönlich fand es großartig zu sehen, was die Riley ja eigentlich bedeutet hat und wie die zwei Mädler eigentlich in einer Freundschaft gestanden haben. Die Kussszene, die ist ja auch mehrfach kontrovers diskutiert worden. Das ist jetzt auch absolut nicht mein Fall, dass ich das mache. Also ich werde es jetzt auch nicht kontrovers diskutieren oder sonst irgendwas. Ich finde einfach nur, für mich war das ein Ausdruck dafür, dass die sich gefreut hat, dass ihr beste Freundin dann im Endeffekt doch fast sie nicht gehen wollt. Und ja, wie gesagt, das sind pubertierende Mädler. Von daher, das ist wieder so eine Sache. Also allgemein Kinder in der Pubertät oder Jugendliche in der Pubertät, da kann sowas schnell passieren. Das hat jetzt nichts mit einer kontroversen Diskussion über Orientierungen und so weiter zu tun. Da will ich mich auch gar nicht erst drauf einlassen. Für mich zählt in erster Linie, dass das ein absolut großartiges Gimmick war, was Naughty Dog nochmal der Fans gegeben hat. Und Naughty Dog hat hier generell absolut geniale Arbeit geleistet. Sowohl bei The Last of Us selber, als auch bei dem kleinen Track hier, bei dem kleinen DLC Left Behind, finde ich, dass sie wieder richtig tolle Liebe zum Detail gebracht haben. Man sieht wieder jeden Quark, jeden Fitzel sieht man. Man kann sich alles mögliche angucken und es ist einfach wieder eingetaucht in die Welt von The Last of Us, auch mit den gleichen Charakteren in dem Fall. Und es hat so Kleinigkeiten gegeben, die geändert wurden, zum Beispiel, dass man sehen konnte, die Flasche zum Beispiel annehmen oder nicht annehmen. So Entscheidungen wären ganz cool gewesen in der Hauptkampagne, wie ich finde. Das hätte das Spiel wahrscheinlich noch dynamischer gemacht. Aber im Endeffekt finde ich es, so wie es gemacht war, ist es schon absolut große Klasse. Weil, wie gesagt, es hat alles. Es hat Charaktere, es hat Geschichte, es hat emotionale Momente, es hat lustige Momente zum Teil und es hat auch sehr coole Momente. Deswegen, das war jetzt für mich der Abschluss von der Materie von The Last of Us. Und ja, das war für mich sozusagen nochmal die letzte kleine Episode, um dem Ganzen nochmal die Hand zu reichen, um Naughty Dog nochmal die Hand zu schütteln und zu sagen, ihr habt so wunderbare Arbeit mit dem Spiel geleistet. Ihr seid wirklich geniale Leute. Und ihr alle könnt es euch auch kaufen und könnt es selber durchspielen auf verschiedene Schwierigkeitsmodi. Das kann auch, wie gesagt, bis auf erbarmungslos gespielt werden. Und ja, da habt ihr definitiv Entschuldigung. Da habt ihr definitiv alle anderen euren Spaß dran. Es ist Bonusmaterial. Haben euren Spaß damit. Und ich weiß noch nicht, was bei mir als nächstes kommt als Let's Play. Das wird sich zeigen. Ihr könnt auch sehr gern abstimmen. Soll ich als nächstes wieder ein Horrorspiel machen? Oder soll ich als nächstes irgendein anderes schönes Spiel machen? Irgendwas im Action-Bereich? Anbieten könnte ich euch zum Beispiel Alien Isolation. Das habe ich auch schon mal durchgespielt. Würde ich auch nochmal sehr gern für euch zocken, wenn ihr darauf Bock haben sollten. Dann könnte ich euch anbieten The Evil Within. Und ich denke, das werde ich sowieso performen irgendwann einmal. Aber wenn ihr jetzt sagt, hey, Yankee, spiel doch mal bitte The Evil Within. Das habe ich noch nicht gezockt. Das wäre ein blindes Walkthrough, blindes Let's Play. Und in dem Fall wäre das wahrscheinlich kommentiertes Pampers Kacke. Also, ich kenne das Spiel nur von ein paar Videos und von ein paar kurze Let's Play-Szenen, die ich mir angeguckt habe. Aber ich kenne es noch nicht in vollem Ausmaß. Wenn ihr wollt, dass ich das spiele, mache ich natürlich sehr gern. Alien Isolation, ach, äußerst gern. Das ist auch ein sehr, sehr gruseliges, stimmiges Spiel. Würde ich auch sehr gern für euch zocken. Und dann müssen wir mal gucken, so demnächst stehen. Wir haben ja so, für euch als Orientierung, wir haben gerade der 1.11.2016, wo ich das jetzt für euch kommentiere. Da wird wahrscheinlich noch anstehen das neue South Park Spiel. Das wäre auch ganz witzig, das würde ich vielleicht auch noch machen wollen. Und Resident Evil 7 im Januar. Ich denke, das könnte auch noch was sein, was ich machen würde.
Aber, wie gesagt, ihr könnt mir auch irgendwelche andere Vorschläge machen. Für die PlayStation 4 würde ich alles für euch zocken, was ihr wollt. The Mad Max wäre übrigens auch noch ein Angebot. Das könnt man auch noch machen. Aber wie gesagt, ihr habt's in der Hand. Sagt mir, was ich als nächstes spielen soll. Ich tät's sehr gern machen. Bis dahin, machen's gut und vielen, vielen Dank dafür, dass ihr mein Let's Play zu The Last of Us Remastered und zu The Last of Us Remastered Left Behind auf pelzig geguckt habt. Es hat mir tierisch Freude gemacht und es ist für mich jetzt nochmal hier mit dem Bild, mit dem Hauptmenü-Bild, ist es nochmal ein prima Abschluss, um euch und der Materie Tschüss zu sagen. Ich sage nochmal vielen herzlichen Dank für jeden von euch, der sich meinen Kanal anguckt, für jeden von euch, der meine The Last of Us Videos geguckt hat. Ihr seid wirklich die Beste. Machen's gut, bis zum nächsten Let's Play und ich hoffe, es wird wieder so lustig für mich und auch hoffentlich für euch und so spannend wie für euch. Hoffentlich. Bis dahin, machen's gut, ihr liebe Leute, und bis zum nächsten Mal. Iron Yankee.